Hallo zusammen, da ist der Crown Cletus oder der Chris. Darf nicht gerade allzu laut sein. Es ist jetzt 1:45 am Samstagmorgen. Nachdem das noch ein bisschen 1. August ist gefeiert wurde, ja, habe ich wieder mal mich vor den PC gesetzt und das DK2 angelegt. Begeisterung, gell? Begeisterung steigt und eigentlich ist es rückblickend noch geil, dass ich am Anfang eigentlich fast enttäuscht war, weil es gibt immer viel Spielraum nach oben und das ist jetzt definitiv eigentlich, ja, der Spielraum wird jetzt genutzt. Ich habe mittlerweile ein paar zusätzliche Games noch runtergeladen, oder besser gesagt Demos, habe es jetzt alle zum Laufen gebracht. Es ist kein Problem mit dem Xbox 360 Controller, es ist kein Problem mit dem Lenkrad. Von dem her sind eigentlich alle Sachen, die mich am Anfang ziemlich gestört haben, verschwunden. Und ich habe mir vorhin noch das Elite Dangerous geholt. Sochi, du bist es gewesen, oder? Gell, was empfohlen hat. Habe so mit dem Rift gamen und es ist noch beeindruckend, halt in diesem Cockpit drin zu sein. Gleichzeitig bin ich aber mit der Steuerung nicht wirklich klar gekommen, mit der Tastatur so viele Knöpfe und Drehen und Schweben und was auch immer. Irgendwie schaffe ich nicht einmal die erste Trainingsmission, aber das kommt dann schon noch. Hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ist aber so, dass Leute, die irgendwie mit einem oder mit 3 Bildschirmen sogar spielen, die werden immer einen Vorteil haben, weil sie halt einfach viel ein schärferes Bild haben. Die Auflösung mag klar grösser sein beim DK2 jetzt. Es ist ja ein Galaxy Note 3. Galaxy Note 3 Bildschirm dort im Einsatz eigentlich und der ist sicher besser als das vom DK1, aber nie so scharf wie halt ja, auf einem normalen PC-Bildschirm. Ist aber nicht so tragisch, weil das Feeling hat man auf jeden Fall. Und das Feeling habe ich eben vor allem beim Vanguard V, wie es auch immer heisst. Ich habe euch ja schon davon erzählt, dass man so ein bisschen rumfliegt und so. Zieht nach rein, versucht dann noch einen Link in die Beschreibung reinzuhauen. Ich habe es geschafft, die Rangliste, die Weltrangliste in dem Sinne, auch wenn es nicht wahnsinnig viele Leute spielen, habe ich es geschafft, für 2 Platz zu kommen, indem dass ich eigentlich 100% Schild habe geschafft, also nie irgendwie angekommen, nie betroffen wurde und habe leider nicht ganz so viele Abschüsse gehabt, darum bin ich jetzt hinter dem Justin, dem Entwickler vom Game. Ja, es ist schon noch freudig. Also das Game, muss ich echt sagen, ist wirklich der Oberhammer. Und das Gute ist auch, dass mir es dort nie übel. Ich habe das vorher auch schon eine Stunde gezockt, mehr oder weniger ununterbrochen. Und ich muss sagen, bei vielen anderen Games, jetzt auch mit dem DK2, wird es einem dann vielleicht schon ein bisschen gespässig. Jetzt gerade im Elite Dangerous, wenn ich dort zu fest bin rumgeflogen mit dem Chat, ist es schon noch ein bisschen wicked gewesen, aber dort im Vanguard V haben sie es wirklich geschafft, dass es einem ein sehr gutes Gefühl gibt, weil man auch so ein bisschen in der dritten Perspektive ist. Es passiert nicht allzu viel in dem Sinn von Perspektivenwechseln, sondern man hat eigentlich alles mit dem Kopf im Griff. Ja, wie gesagt, es sieht immer besser aus. Ich komme irgendwie besser draus, zum Glück mit dem DK2. Und versuche morgen endlich mal das Gameplay zu zeigen, vor allem gerade vom Vanguard V. Ja, gute Nacht. Ich muss jetzt langsam auch pennen. Langsam echt müde. Und es kann gut sein, dass das Baby morgen um 7 Uhr schon wieder auf will. Und ja, noch ein paar Stündchen auf die Füße. Macht's gut, schön zusammen.